Den Harry Richard als professionelle Geschichtenerzähler, aber ihm muss ich als am Schüler Rendezvous gi für sich Geschichten am Meeresche unzulauschteren. Und mit seinem Stiefel trat er die Flasche in das Meer hinein, auf das sie dort im Wasser versank. Ich bin der Geschichtenerzähler Harry Richard. Ich wohne jetzt offiziell in Landsberg am Lech bei München. Ich bin im gesamten deutschsprachigen Raum, also einschließlich Luxemburg, Schweiz, Österreich, Deutschland, unterwegs als professioneller Geschichtenerzähler, aber auch schon in anderen Ländern gewesen. Und da sieht er mitten in der Stube die Bäuerin. Und die Bäuerin steht in Schuhen, die ihr viel zu groß sind, mit einem hochroten Kopf. Der Knecht hat sich über dieses Geschenk des Nikolaus noch lange Zeit gefreut. Märchen hatten ja früher vor allem eine erzieherische und moralische Funktion. Welche Funktion haben Märchen denn heute in unserer mediatisierten Welt? Neben Märchen gibt es ganz viele andere Arten von mündlich überlieferten Geschichten, wie beispielsweise Sagen, Schwänke, Andersweltgeschichten, schamanische Erzählungen, Trickstergeschichten. Und was die heute für eine Funktion haben können: Wir leben im Westen in einer Welt, die von Technologie sehr stark geprägt ist, die sehr stark geprägt ist von dem gedruckten Wort. Und das mündliche Erzählen ist ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man etwas vorgelesen bekommt oder als wenn man etwas liest. Das Erzählen ist immer ein Gemeinschaftserlebnis. Das heißt, es finden sich mehrere Leute zu einer Gemeinschaft zusammen. Der Erzähler ist jemand, der die Gabe hat, hoffentlich möglichst gut erzählen zu können. Aber der Erzähler kann nur dann erzählen, wenn Leute da sind, die auch wünschen, dass sie jemandem zuhören können, die ihre Ohren und Herzen öffnen. Und von daher ist das eine ganz besondere Form der Begegnung, eine authentische, eine sehr lebendige, eine direkte Form der Begegnung. Da hat ihm plötzlich jemand in den Rücken getreten. Er wacht auf und findet sich plötzlich wieder auf dem Kopfsteinpflaster einer belebten Stadt. Überall herum sind junge Frauen und junge Männer, die herumkichern und herumalbern. Um ihn herum sind lauter Leute unterwegs mit Fuhrwerken und mit Pferden, die lauter Gepäck herumtragen und vom Markt gehen oder dorthin kommen. Und er denkt sich, Potzblitz, was ist das? Warum wache ich plötzlich hier in den Straßen einer belebten Stadt auf? Ich war doch auf diesem Schneefeld eingeschlafen und hatte mein Pferd festgebunden. Und wo nur ist mein Gaul? Heute bekommt man ja auch allerlei Lügenmärchen in den Medien erzählt. Was könnten Sie dazu sagen? Was ist da der Bezug zur heutigen Zeit? Früher im Barock gab es ja viele Aufschneider. Ist das auch heute noch wahr? Ja, dass heute sehr viele Aufschneider gibt, ist mindestens so wahr wie in der Barockzeit. Und ich wünschte mir, es gäbe einen so begnadeten Erzähler wie den Baron von Münchhausen, der es schaffen würde, genau solche Dinge auf die Schippe zu nehmen und mit Humor einfach zu zeigen, was viele Menschen für Unsinn tun. Denn niemandem bringt es etwas, wenn er Leuten falsche Dinge erzählt und er meint, er wird dann reich. Da hat er eh nichts von. Keine Furcht, ich werde dich reich belohnen. Aber das ist leider eine andere Geschichte und wird ein andermal erzählt.